Moin, ihr Zuckerschnuten, endlich wieder Diablo News. Es geht weiter. Zwar kommt der PTR-Server für Season 12 testen am 3. Februar 19 Uhr raus bis 10. Februar 19 Uhr. Und ganz wichtig, am 11. Februar gibt es Big News von Diablo mit einer Neuigkeit, was dann in Season 12 kommt. Und Season 12 wird eher eine kürzere Season sein, weil am 26. April kommt das neue DLC. Aber Diablo war so nett und wollte uns nicht bis dahin warten lassen mit Season 11, sondern sie machen eine kurze Season 12 mit gewissen Neuerungen. Also, was kommt neu? Es gibt Killstreak-System, das ist neu. Kennt ihr vielleicht, wenn ihr einen Begleiter habt, glaubt ihr mit dem Bogen. Der gibt euch auch eine Killstreak, wird oben links, glaube ich, im Bildschirm angezeigt, wenn ich mich noch richtig entsinne. Bis jetzt, ja, war es einfach schön zu sehen, aber jetzt gibt es dafür was. Also, Killstreaks gibt es hier diese Stufen. Zuerst Killstreak, Gemetzel, Verwüstung, Blutbad und dann Massaker. Was bringt uns das? Je höher die Killstreak ist, also wenn ihr Ende Massaker seid, bekommt ihr mehr Erfahrungspunkte, wenn die Killstreak dann fertig ist. Und in der Season dann, nicht im PTR, aber wenn die Season dann läuft, gibt es dann auch Seasonal Bonus, wo ihr Season-Fortschritt verbessert oder erhöht, besser gesagt, Erfahrungspunkte dort gibt. Plus, es können jetzt Gegenstände droppen, die Schlachtfeld rot sind. Das heißt, es gibt quasi einen Bonus, wenn ihr in einer Killstreak seid und ihr habt so einen Gegenstand ausgerüstet. Also es gibt als erstes Tobsucht, da bekommt ihr bei der Killstreak 7% mehr Geschwindigkeit drauf. Also seid ihr einfach fixer. Dann Festmahl, wenn ihr 40 Gegner getötet habt, wird irgendeine Abklingzeit zurückgesetzt. Könnte nice sein. Und Hunger, bei getöteten Elite-Gegnern fallen häufiger Runen. Also ich denke, Runen wird auch wieder kein Problem sein in der Season. Season 11 hatte man ja viel zu viel von denen. Plus, es gibt dann auch blutbefleckte Siegel für Dungeon. Da gibt es dann auch mehr Loot und mehr Erfahrungspunkte. Aber das Siegel ist eine Qualstufe höher, als ihr jetzt drin seid. Also das heißt, wenn ihr in T1 seid, ist die Qualstufe dann Stufe 2, wenn ich das richtig gelesen habe. Plus der Butcher, der barmslose Schlächter, wurde auch überarbeitet. Also ich hoffe, er wird schwerer sein. Und er gibt mehr Rewards, weil jetzt Season 11 und auch die vorige Season, Butcher kommt, easy, poop, tot ist er und das war's. Also es war jetzt nicht mehr, ja, was Wichtiges oder was Tolles. Und es gibt eben halt einen neuen Schlechter und es kann sein, dass ihr beide Schlechter gleichzeitig bekämpfen müsst. Also ich hoffe, da wird es einfach schwer. Neben, wie gesagt, blutbeflecktes Siegel etwa eine Qualstufe schwerer als eure aktuelle Qualstufe. Ich hoffe, die Rewards werden dann auch richtig geil sein, besonders beim Butcher, weil ich finde es schon cool, wenn ein Butcher kommt, aber es sollte was Spezielles sein. Dann gibt es neue, einzigartige Gegenstände, aber ich denke, wir müssen da jetzt nicht groß drauf reingehen. Also Link werde ich im Video verlinken von Diablo-Seite, wo ihr dann alles nachlesen könnt. Ich denke, im PTR dann am 3. Februar können wir dann das alles austesten, ob es da was braucht. Dann PTR-Boost, klar, wie immer, sofort Max-Level, Ausrüstung, Materialien etc. kann man holen, Paragon auch ab voll, ja, also Paragon ist auf 200, aber ja, das reicht zum Testen. Hier noch eine Anleitung, wie ihr PTR könnt installieren und dann noch die Patch Notes. Das einzig Wichtige vom Patch Notes eigentlich ist, beim Paladin wurde Castle genervt, das wo euch quasi mehr Damage gegeben habt, wenn ihr mehr Rüstung habt. Es war einfach halt zu stark. Das war echt das Einzige, was so richtig wichtig ist. Aber sonst, wenn ihr Bock habt, könnt ihr auch alles selbst noch nachlesen. Ich denke halt,
da es eine kurze Season 12 sein wird, bis zum DLC, wird es nicht atemberaubend neue, ja, wie soll ich sagen, neue Wege geben, seine Klasse mega geil zu machen, also irgendwelche neue Skillungen etc. oder neue Ausrüstungen, sondern eigentlich das, was ihr in Season 11 gespielt habt, könnt ihr auch in Season 12 spielen. Ich denke, vielleicht spielen da mehr Leute, weil der parallel schon eine Season da ist, wieder andere Klassen. Also ich gehe fix rein in Druide, Polarized Druide und klatsch die weg. Und ich habe mir Urlaub genommen für Season Start 12 und auch wenn das DLC rauskommt, damit wir richtig reinsuchen können. Grund dafür ist, ich fand es richtig nice, wie in Season 11 die Community bei uns auf Twitch anderen Leuten geholfen hat, wo nicht so viel Zeit investieren können, aber doch, dass sie schnell in T4 reinkommen. Also, falls ihr nichts verpassen wollt, gerne abonnieren und gerne auf Twitch vorbeikommen, falls ihr mal Ausrüstung benötigt oder wir euch schnell auf Level 60 hochziehen wollen. Ich küsse euer Herz. Wir sehen uns 3. Februar in PTR. Ich wünsche euch noch einen schönen Tag und genießt das Wochenende. Bye bye.